mit mir. Hey, heute bin ich tatsächlich alleine unterwegs für die Hour of Prayer heute Mittag, aber ich freue mich auf die Zeit mit euch zusammen. Ich werde mal hier nebenbei noch in den ICF Zürich-Kanal reingehen und im Chat mit dabei sein. Hey, ich freue mich auf die Zeit mit euch, um hier einfach gemeinsam zu beten, gemeinsam vor Gott zu kommen und einfach zu schauen, was Gott heute für uns so bereithält und was es ist, was er tatsächlich machen möchte. Hey, wir kommen von einer sehr, sehr krassen Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich hoffe, dass ihr es mitbekommen habt. Ich hoffe, dass ihr mit dabei wart. Wir hatten die ICF Conference New Heights 2026 hier bei uns in Zürich gehabt. Hey, schreibt doch mal eben schnell in den Chat rein. Oder wisst ihr was? Ich mache mal eben schnell eine Umfrage. Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Und zwar schreibe ich mal eben schnell rein, wer war bei der Conference dabei? Und das erste ist online, dann vor Ort und dann schreibe ich noch rein, dieses Jahr leider nicht. Und dann könnt ihr gerne mal einmal abstimmen, weil mich würde es interessieren, wer von euch mit dabei war? Wart ihr online mit dabei? Wart ihr vor Ort mit dabei? Oder wart ihr dies Jahr leider nicht dabei? Dann, wenn ihr nicht dabei wart, dann lasst es mich einfach kurz sagen. Hey, es war wirklich eine fantastische Conference und die einzelnen Sessions sind auch noch online verfügbar. Das heißt, du kannst dort online immer noch reingehen und dir die Messages angucken und es lohnt sich wirklich. Also ganz ehrlich, was mich einfach immer wieder beeindruckt, ist, dass die einzelnen Speaker, die da sind, also ob wir von Leo reden oder von Tobi Teichen reden oder von Mark Verghese reden oder die anderen einzelnen Speaker, es geht halt wirklich immer um Jesus. Und das ist einfach das, was ich so genial finde, dass es wirklich immer um Jesus geht und um das, was er einfach tut. Und bevor wir jetzt weitergehen, wir werden gleich nochmal ein bisschen über die Conference reden. Hey, lasst uns doch zusammen beten und ihr könnt währenddessen einfach weiter abstimmen. Jesus, ich möchte dich einladen in diese Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke, Vater, für das, was du getan hast in und durch die Conference, Jesus. Und Vater, wir wollen einfach dein Haus bauen. Wir wollen das tun, was du tun möchtest, Jesus. Und danke dir, dass du uns immer wieder näher an dein Herz ziehst, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ich sehe schon, es haben schon einige abgestimmt. Die meisten von euch waren online dabei, aber es waren auch ein paar Leute, die vor Ort mit dabei waren, was sehr, sehr cool war. Wie gesagt, wenn du nicht dabei warst, hey, dann schau dir die Messages doch noch mal online an. Es lohnt sich absolut. Absolut, genau. Hey, cool. Ich habe mir für heute etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar würde ich gerne mit euch ganz persönlich beten. Und wir sind jetzt aus einer recht starken Serie rausgekommen mit den Real Friends. Wir sind dann in die Conference reingegangen mit New Heights und wir gehen stark weiter. Und ich habe mir einfach gedacht, dass jetzt nach der Conference fände ich es einfach schön, wenn wir sagen würden, hey, lass uns einfach ganz bewusst die Anliegen, die Gott, die Anliegen, die jetzt im Moment einfach präsent sind bei uns als Online-Community, dafür möchte ich gerne beten. Und ich möchte dir zwei Optionen geben, wie du das teilen kannst, wofür wir beten können. Und zwar das erste ist, du kannst den Chat nutzen und dann werde ich aber zusätzlich noch ein Q&A öffnen. Und wie das Q&A funktioniert, ich schreibe mir, wofür dürfen wir beten. So, ich öffne den mal einmal schnell und den müsstest du jetzt in deinem Chat ebenfalls sehen können. Und zwar haben wir dort einmal die Umfrage und dann haben wir ebenfalls das Q&A. Wenn du auf das Q&A klickst in dem Chat, dann kannst du Gebetsanliegen reinschicken, was nur ich sehen werde. Der Rest des Chats wird es nicht sehen und wir werden einfach für die Anliegen beten. Ich werde keine Namen nennen, sondern wir werden einfach für die Anliegen beten. Ich habe es hier auf meinem Laptop. Das heißt, wir werden dort für die Anliegen dann beten und zwar auch gemeinsam beten. Das heißt, ich werde uns dort einfach durchleiten, aber gleichzeitig werden wir
könnt ihr Gebetsanliegen reinschicken, die sonst keiner sieht. Danke Marco. Marco ist schon dran. Marco und ich arbeiten recht eng zusammen, was recht cool ist. Deswegen danke dir, Marco, dass du dort direkt drauf springst. Also schreibt doch gerne in eure Gebetsanliegen in die Q&A rein. Dann sehe ich, was für Gebetsanliegen wir haben, auf das wir schauen können. Und dann gleichzeitig kannst du aber auch in den Chat reinschreiben. Und wir werden dann dort für die Anliegen beten. Genau. Hey, das erste ist, ich würde gerne, und ich werde uns einfach ganz kurz durchleiten, durch ein paar Gebete, während ihr eure Gebetsanliegen reinschreiben könnt. Und das erste, wofür wir beten wollen, ist einfach New Heights für dich ganz persönlich. Ich bete einfach, dass die Conference einen Einfluss hinterlassen hat in dir, und Gott wirklich gesprochen hat. Und es ging um das Thema New Heights, und es geht darum, dass wir einfach Gott das abgeben wollen und einfach sagen wollen: Hey Gott, was ist das, was du letztendlich tun möchtest? Und ich möchte mich dir ganz hingeben in meinen Situationen. Wir haben jetzt letzten Sonntag 30 Jahre ICF gefeiert, und ich finde es einfach stark, was Gott durch das ICF gemacht hat, aber auch was das ICF aber auch, oder sorry, was Gott auch mit oder in dem ICF getan hat, also in den Menschen, die Teil vom ICF sind, auch in mir getan hat. Also was Gott jetzt schon getan hat, ist einfach gigantisch. Und wir feiern 30 Jahre ICF, aber hinter diesen 30 Jahre ICF stehen Menschen. Natürlich Leo und Susanna, Michi Sieber, Sarah Sieber, natürlich, es gibt ganz viele Sachen. Ganz viele Leute, die man kennt, die auf der Bühne stehen, die online sind, die man kennt. Aber wir feiern 30 Jahre ICF, das sind du und ich, das sind wir alle zusammen. Wir feiern das, was Gott in den 30 Jahren getan hat. Und deswegen, ich fände es schön, wo auch immer du jetzt gerade bist, lass uns einfach dafür beten, dass Gott uns die nächsten 30 Jahre einfach durchträgt und in New Heights bringt, und wir aber auch einen Fokus drauf haben, zu sagen: „Hey, ich möchte mich voll auf ihn konzentrieren.“ Hey, wenn du magst, streck doch deine Hände gerade mit mir aus, und dann können wir das einfach gemeinsam, zusammen machen. Genau. Jesus, ich möchte Danke sagen für das, was du in den letzten 30 Jahren durchs ICF gemacht hast, in dem ICF gemacht hast. Danke dir, Jesus, dass wir 30 Jahre feiern dürfen. Aber Jesus, ich bete, dass du jetzt in den nächsten 30 Jahren kommst, Jesus, und dass du uns, alle, die jetzt gerade da sind, die es später noch hören, Jesus, mit denen wir gemeinsam hier reingehen können, und Vater, uns einfach auf dich ausstrecken dürfen, Jesus. Und dass du der Mittelpunkt, dass du der Fokus bist, wirst. Und Jesus, ich bete für unser Herz. Jesus, ich bete, dass du uns genau da triffst, wo wir sind, und uns aber nicht da stehen lässt, sondern wirklich den Weg mit uns gehst. Ähm, und Vater, ich muss gerade einfach an das Lebensrad denken, an dem wir am Anfang des Jahres das wir am Anfang des Jahres reden. Dort gibt es die verschiedenen Bereiche wie Beziehungen, wie Ressourcen, wie Glaube. Und ich bete einfach, Jesus, was auch immer das Thema Anfang des Jahres war. Wir sind jetzt 5 Monate drin in diesem Jahr, und Jesus, du weißt ganz genau, was das Thema von jedem Einzelnen von uns ist. Und ich bete, dass du uns dort wirklich in New Heights bringst, in neues Leben bringst, Jesus. Und Vater, dass du einfach, ja, ähm, uns dort einfach auf das nächste Level bringst. Einer der Gebetsanliegen, die reingekommen ist, ist, dass wir für Ehen beten. Und das finde ich cool, wenn wir das einfach direkt im Anschluss jetzt machen. Jesus, du liebst Ehen, du hast Ehen geschaffen, und Jesus, ich bete für Ehen, ich bete für Stärke in Ehen, Jesus. Ich bete, dass du in die Ehen reinkommst, und dass du die Himmelspforte öffnest, Jesus, und dass du einen neuen Durchbruch schenkst, Jesus. Ich bete, Vater, für Ehen, die Schwierigkeiten gerade haben, wo sie einfach Herausforderungen haben in dem Zusammenleben, in der Kommunikation, Vater, was auch immer die Schwierigkeiten gerade sind. Ich bete, dass du reinkommst, weil du hast Ehen heilig gemacht, und ich bete, Jesus, dass du dort ähm,
Bete für Ehen, wo Kinder noch klein sind, weil es häufig eine Season ist, wo sie einfach herausgefordert werden, wo Ehen herausgefordert werden, wo auch Mama, Papa einfach herausgefordert sind. Und ich bete dort, Vater, dass du uns als Eltern wirklich, zu Eltern machst, die nächste Generation ranziehen, dass sie sehen: „Hey, wie ist die Ehe zwischen mir und meiner Frau?“ oder, zwischen dir und deinem Ehemann, wie ist die Ehe dort und welchen Einfluss hat das, also, der Einfluss, den es auf die Kinder hat, ist enorm, aber ich bete, Jesus, dass es einen enormen Einfluss auch wirklich im Positiven hat, wie wir unsere Ehe leben, wie wir unsere, Erziehung leben, aber auch Date Nights machen, dass die Kinder das sehen und davon einfach, profitieren können, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, das Nächste, wofür wir beten wollen, ist für Heilung. Lass uns für körperliche Heilung beten. Und ihr seht's im Chat, der öffentliche Chat, dort seht ihr, wer für Heilung bittet. Und ich werde jetzt einfach, wie gesagt, ohne Namen, aber ich werde einfach kurz einmal vorlesen oder beziehungsweise euch mit reinnehmen, dass es dort einige Leute gibt, die reinschreiben: „Hey, es gibt eine Person“, wie gesagt, ich werde keinen Namen nennen, aber, 'ne Person, die, hat eine schwere Psychose und ist am Wochenende in die geschlossene Psychiatrie gekommen. Er verweigert Nahrung, und sogar Wasser. Und lass uns da einfach beten, dass Gott ihn berührt und heilt. Jemand anderes sagt für körperliche Heilung, für Erweckung, Heilung und Wiederherstellung in der Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft, aber auch in der Regierung. Danke, Jesus, dir gebührt die Ehre. Ähm, genau, lass uns da ich schaue gerade nach genau. Super, das sind die jetzt reingekommen sind, was um Heilung geht. Deswegen lass uns das doch machen. Ich würde einfach einmal ganz kurz still sein und, ich finde es cool, wenn wir einfach gerade für die Person, beten, die einfach die Psychose hat. Lass uns da einfach ganz kurz still sein und jeder von uns betet für sie und dann werde ich gleich, noch mal einfach dafür beten. Genau. Und Jesus, du kennst diese Person. Du kennst diese Person, die jetzt in der Psychiatrie ist. Und du weißt ganz genau, was sie braucht. Du weißt die Herausforderungen. Du weißt, Vater, warum er Nahrung und Wasser verweigert. Und Jesus, ich spreche dort einfach Durchbruch aus. Ich spreche Heilung aus, Jesus, und dass du dort einfach reinkommst. Ich habe für heute, für die Hour of Prayer habe ich Psalm 23 auf dem Herz gehabt. Und, jetzt gerade ist mir der Vers einfach noch mal gekommen, wo ich da, kurz stille war. Und, es steht das und das ist mir gerade nicht so aufgefallen. Das ist nicht der Grund, warum ich es für heute drin hatte, aber es steht: „Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser.“ Und dieses frische Wasser, das spreche ich über diese Person aus, die gerade in der Psychiatrie ist. Jesus, ich spreche das einfach aus, dass frisches Wasser kommen soll. Jesus, dass ein Hunger entsteht, sowohl ein körperlicher Hunger, wo die Person anfängt zu essen und zu trinken, aber gleichzeitig auch ein geistlicher Hunger entsteht, wo die Person wirklich dich kennenlernt, Jesus. Und du sagst es im Psalm 23, dass du weidest uns auf grünen Auen und führst uns zu frischem Wasser. Vater, du weidest diese Person auf einer grünen Aue und führst sie zu frischem Wasser. Du erquickst ihre Seele und du führst ihn auf rechter Straße um deines Namens willen, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, wir haben 'n paar Leute, die, reingeschrieben haben, dass wir einfach für Revival, beten sollen, für Revival in verschiedenen Nationen. Und was wir am Wochenende bei der Conference erlebt haben, war, absolut gigantisch, einfach zu sehen, dass ein paar Tausend Leute zusammenkommen, sowohl vor Ort als auch online und einfach Jesus
Jesus an erste Stelle stellen. Und, ich glaube, dass in der Situation oder in der Zeit, in der wir gerade leben, wir brauchen einfach noch mal ein ganz frisches Revival, eine ganz neue Art, wie wir Jesus erleben können, entdecken können. Und ich glaube, dass er dort einfach, ja, einfach neuen Durchbruch schenken kann. Deswegen lass uns das einfach tun. Und vielleicht schreibt ihr in den Chat gerade einfach rein, für welche Nationen wir beten dürfen. Ich repräsentiere mal die Schweiz heute. Und, vielleicht gibt es dort, ja, auch andere Nationen. Die eine Person, fragt hier um Revival für China, was mega, mega schön ist. Lasst uns da einfach dafür beten. Deutschland, die umliegenden Länder, Sudan wurde gerade geschrieben. Richtig gut. Schreibt bitte die Länder rein. Und, Spanien, mega schön. Genau, Marco lebt auf Gran Canaria, richtig gut. Hey, lass uns die einzelnen Länder reinschreiben und, auch da wieder, lass uns kurz Zeit nehmen, um einfach wirklich dafür zu beten. Israel, danke Alex und Carmen, richtig gut, richtig gut. Schreibt's weiter rein, und betet und dann werde ich uns gleich noch mal mit reinnehmen. Mhm. Jesus, es gibt diese unterschiedlichen Nationen und jede Nation hat so etwas Schönes zu bieten. Ich liebe Kultur, ich liebe verschiedene Kulturen, ich liebe es, dass du verschiedene Kulturen geschaffen hast. Und ich glaube wirklich daran, dass du einfach unterschiedliche Sachen mit den unterschiedlichen Ländern vorhast. Und Vater, du weißt viel besser als jeder von uns, was es ist, dass diese einzelnen Länder brauchen. Oh Jesus, wir beten für die Schweiz, wir beten für den Sudan, für Spanien, für Israel, für Japan, für Frankreich, für Deutschland, für China, für Italien, für Belgien, Vietnam, nochmal Belgien, für Ukraine. Jesus, wir legen diese Länder vor dir und, Vater, du weißt ganz genau, was sie brauchen. Du weißt doch die Länder, die dich gerade noch stärker brauchen. Du weißt die Länder, wo Gebet gerade gebraucht wird. Und, Jesus, wir als Online-Community für Portugal, wir wollen, das einfach mobilisieren. Jesus, wir wollen für diese verschiedenen Länder beten, Jesus. Wir wollen für Durchbruch beten und wir beten für Revival, Jesus, dass du kommst und ein neuer Wind herrscht, Jesus, in Russland, Indonesien. Bete, Vater, dass du dort einfach jetzt reinkommst, Jesus, und einen neuen Wind herrscht, Jesus, Vater, dass du anfängst, im Mittelpunkt zu stehen, dass Entscheidungen getroffen werden, basiert auf dem, was du tust, Jesus. Ich liebe das, Simone. Heiliger Geist, wehe du einen globalen Wind, Jesus. Und wir wollen einfach wirklich daran festhalten, an dem, was du gerade tust, Jesus. Danke dir, Jesus. Danke, Vater. Danke, dass du, was du in China gerade tust. Jesus, danke dir, Vater, was du in den verschiedenen Ländern im Moment tust. Danke dir, Jesus, dass dort Christen sind, die stehen für dich, für deinen Namen, ähm, ja, für dein Wort stehen. Und Jesus, ich spreche dort einfach Frieden aus über sie, dass sie genau das tun, was du möchtest, Jesus. Ich spreche aus, Jesus, sie dass du ihnen zeigst, dass du da bist und dass du sie nicht alleine lässt, Jesus. Das ist genau das, was im Psalm 23 steht. Und ob ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist Vers 4. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Alright. Hey, für die letzten paar Minuten würde ich gerne noch mal reingehen und, ich glaube, dass ich glaube, dass
wenn wir für New Revival beten, wenn wir für New Heights beten, dann, ist es häufig so, dass wir nicht häufig so, der Mark Verghese hat darüber gesprochen in der Session 5, wirklich eine fantastische Message während der Conference, und geht da gerne noch mal rein, wenn ihr die Message nicht gehört habt. Aber er hat davon geredet, dass er, nach Malaysia, glaube ich, gezogen ist, und er brauchte dort eine Wohnung und hat sich dort umgeschaut und hat mit den lokalen Leuten geredet, und die Leute haben ihm gesagt: „Hey, du musst über den 20. Stock ziehen“, also irgendwo in den 30., 33. Stock ziehen. Ähm, und, ähm in den also nach oben ziehen. Und der Grund dafür ist, dass die Mücken dort oben nicht hinkommen. Und er hat quasi darüber geredet, dass Gottes Perspektive ist oben im 33. Stock. Und das, was unten passiert, das ist das, wo die Angriffe des Feindes sind. Das ist das, wo wir unsere Insecurities haben, wo wir unsere Sachen haben. Aber Gott steht drüber über dem Ganzen. Was das bedeutet, ist ganz praktisch, Jesus ist auf dem Boot gewesen, in einem Riesensturm, und alles, was die Jünger gesehen haben, ist den riesigen Sturm. Psalm 23 redet davon, dass auch und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das bedeutet, dass auch wenn ich durch eine Zeit durchgehe, die wahnsinnig herausfordernd ist und die absolut nicht wo ich einfach nicht verstehe, was es ist, was Gott oder was gerade passiert. Ob ich auch schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und das ist der Mark hat darüber geredet, das ist diese 33. Stock-Denken, dass es darum geht, dass du bist weit über der ganzen Situation drüber, und du hast den Blick von Jesus auf das Ganze und nicht diesen Blick der Probleme und so weiter. Das heißt, Jesus führt uns durch das Ganze durch. In der NRV-Übersetzung in Englisch steht in Vers 4: "And whether I walk through the valley of death." Also ob ich durchwandere durch das. Das heißt nicht, dass ich reingehe in eine schwierige Zeit und dort mein Haus aufbaue und dort mein Leben aufbaue, sondern es geht darum, dass wir durchwandern durch dieses Tal und auf der anderen Seite rauskommen. Und das ist genau das, wofür ich als Nächstes beten möchte, es gibt einige Leute, die gerade durch eine schwierige Zeit gehen, die herausgefordert sind. Und das ist da, wo wir einfach rein beten wollen. Du darfst gerne da noch mal deine Anliegen reinbeten oder reingeben, ob das jetzt in einem offiziellen Chat ist, dann sehen es, wie gesagt, dann sehen es alle, oder du schreibst es einfach nur in dieses Q&A rein, also wofür dürfen wir beten, aber dann würde ich das gerne einfach nochmal aufgreifen. Aber ich lese euch einfach kurz ein paar Sachen vor. Wie gesagt, es geht darum, einfach eure Privatsphäre auch genau, dass ihr einfach Sachen reinschreiben könnt, ohne dass jeder weiß, von wem das kommt. Wie gesagt, ich kann es sehen, aber der Rest halt eben nicht. Dann kannst du es ins Q&A reingeben. Aber es sind einfache Sachen, wie das Fenster funktioniert bei mir nicht. Oh, sorry, nee, das ist was anderes. Sorry. Es sind Sachen, sagt jemand: „Hey, dass Jesus in meiner aktuellen schweren Phase Kraft schenkt, und mein fester Fels ist. Ich bete für Stopp der mentalen Angriffe, dass ich die Gedanken Gottes denken kann, Versorgung, weiser Umgang mit Immobilienbesitz. Mega gut, sind richtig, richtig. Und hier nochmal für unsere Ehe, dass wir beten können. Hey, lass uns das einfach vor Gott bringen. Ich gehe auch gleich nochmal in den normalen Chat rein. Schau dort auch einfach noch mal rein. Aber lass uns da einfach die Dinge vor Gott bringen. Ja, lass uns die Gebete vielleicht, wenn ihr das wollt, ich werde laut beten, das heißt, ihr könnt mir zuhören, aber ihr könnt einfach die Gebete auch aufschreiben, in den Chat aufschreiben und direkt reingeben in den Chat, damit die Leute dann auch sehen, von wem gebetet wurde, wer gebetet hat und so weiter. Genau. Hey, Jesus, Daddy, liebender Vater, unser Hirte. Vater, du liebst uns, und wie wir vorhin schon gebetet haben, du triffst uns genau da, wo wir sind. Du weißt genau, wo wir sind, und du weißt auch genau das, was der nächste Schritt sein soll.
Und Jesus, ich bete für Durchbruch in diesen Themen, über die wir gerade, die hier im Chat gerade aufgekommen sind. Jesus, ich bete für Durchbruch in der mentalen Herausforderung, Heilung für einen Hirntumor. Ähm, Die eine Person merkt, dass sie sich von der Gemeinschaft abwendet, Menschen sie nerven, sie nur noch auf sich selber schaut. Und sie will es eigentlich nicht, die Person, weil sie eigentlich gerne für andere da ist. Und Jesus, ich spreche da einfach Leben rein. Ich spreche dagegen, Jesus. Und ich spreche, dass du dieser Person jetzt einfach hilfst, andere Menschen zu sehen, wie du sie siehst, Jesus. Und Vater, dass dort einfach ein Frieden reinkommt, dass ein Frieden reinkommt, der wirklich nur von dir kommen kann, Jesus. Danke, dass du versorgst, dass du Weisheit gibst und dass du es liebst, Weisheit zu geben. Die Sprüche sind voll davon, gerade von König Salomon, der sehr stark danach gesucht hat, nach dieser Weisheit. Und ich weiß, dass du es liebst, Weisheit zu geben. Und ich bete, Jesus, dass du denen, die es jetzt brauchen, dass du ihnen Weisheit gibst, Jesus. Die andere Person fragt hier für Beten, für Heilung, für die psychische Erkrankung, weil die Person das Tourette-Syndrom hat. Jesus, Vater, du bist der Heiler, du bist der Arzt aller Ärzte und du weißt genau, was gebraucht wird und wie Heilung passieren soll. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt da reinkommst, Vater, dass du in diese Anliegen reinkommst und dass du Heilung schenkst, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du es tun möchtest und dass du es tun wirst, Vater. Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn der Herr dein Hirte ist, dann heißt es, dass du nicht auf Menschen schauen musst, wo du lang musst, sondern du schaust auf Jesus. Jesus ist dein Hirte und er ist derjenige, der vorangeht und er ist derjenige, der dich dorthin führen möchte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf der rechten Straße, auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Egal, was gerade passiert in deinem Leben, diese ganzen Anliegen, die im Chat gerade reinkommen, die auch im Q&A angekommen sind, das sind alles Dinge, wovon Gott weiß. Und er liebt dich, weil er ist dein Hirte und er möchte mit dir unterwegs sein. Er möchte nicht, dass du das alleine machst. Aber was wir tun müssen, ist, wir müssen sagen, hey Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte was Teil von dem sein, auch von seiner Weide sein. Ich möchte Teil, davon sein. Ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, in Jesu Namen. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen, unser Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Hey, wir sind schon wieder am Ende. Ist krass, halbe Stunde geht immer recht schnell vorbei. Hey, die Hour of Prayer ist wirklich dafür designt, dass wir zusammenkommen, um miteinander und füreinander zu beten. Und ich liebe es, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Ist richtig, richtig genial. Es ist genau das, was wir brauchen für die Hour of Prayer. Well done. Richtig, richtig schön. Aber es fängt nicht an mit der Hour of Prayer und es hört auch nicht auf mit der Hour of Prayer, sondern es ist etwas, was immer weitergeht und wo wir ja, einfach gemeinsam Dinge vor Gott legen können. Und ich glaube wirklich, dass aber ein großer Fokus drauf liegt, dass Gott uns für Gemeinschaft geschaffen hat. Was der Teufel möchte, ist, er möchte uns wegziehen von dieser Gemeinschaft. Er möchte uns wegziehen
dass wir mit anderen Christen unterwegs sind. Wir wollen einfach einen 'nen Fokus immer wieder drauf legen, dass wir gemeinsam zusammen sind, egal wo du bist. Ich weiß, einige von hier reisen zum Beispiel recht viel. Die eine Person, die ich kenne sie auch persönlich, die hier drin ist, und sie reist recht viel, grade in Asien, und ich liebe es, dass sie immer wieder dabei ist, wo auch immer sie gerade in der Welt ist. Wir haben Marco auf Gran Canaria, ich bin in der Schweiz, wir haben, ich weiß, ganz viele Leute aus Deutschland und so weiter, die hier jetzt gerade da sind. Es ist so genial, einfach zu sehen, wie wir Gemeinschaft haben können, auch durch den Chat. Ähm, einfach Dinge vor Gott zu bringen, ist so, so gut. Hey, wenn du diese Gemeinschaft einfach noch darüber hinaus dir wünscht, und ich möchte sie ans Herz legen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Das eine ist, ich würde dir wärmstens ans Herz legen, eine Church zu finden. Wenn wir als ICF das sein dürfen, dann ist es genial, dann würden wir es lieben, das einfach deine Church zu sein. Ob das jetzt ein ICF in Zürich ist oder ob das ein ICF bei dir in der Nähe ist, dann ist es, dann ist es super. Wir würden es lieben, als ICF Teil zu sein. Auch eine Microchurch unter icf.ch/microchurch findest du die ganzen Microchurches, die wir haben. Und du darfst dich einfach dort melden und einfach Teil von einer Microchurch werden. Wenn es eine andere Kirche ist, dann ist es auch super. Mir geht es nicht darum, dass ICF da drüber steht, sondern es geht mir darum, dass du diese Gemeinschaft findest, dass du mit anderen Christen unterwegs bist, dass du Teil davon bist. Und es ist wichtig. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ICF draufsteht, sondern es geht mir darum, dass du einfach diese Gemeinschaft findest. Und wenn es eine andere Kirche ist, dann ist es super. Aber wenn wir es als ICF sein dürfen, dann würden wir es lieben, das zu tun. Und wenn wir es als ICF sind, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst dich bei uns unter die Microchurches, bei den Microchurches melden und dort Teil davon sein. Oder du kannst dich bei uns unter icf.ch/connect melden. Dort können wir dir zum Beispiel dann helfen, auch eine Small Group zu finden. Wir haben fantastische Small Groups, die sich auch seit Jahren schon online treffen. Der Marco zum Beispiel hat eine Small Group mit Menschen aus 3, 4, 5 verschiedenen Ländern oder so. Und sie treffen sich regelmäßig, und das schon seit Jahren jetzt, was mega, mega cool ist. Also es funktioniert extremst gut. Genau, also icf.ch/connect, dort kannst du dich bei uns melden, oder icf.ch/microchurch für die Microchurches. Genau. Hey, ich wünsche euch einen mega gesegneten Tag. Danke, dass ihr mit dabei wart. Lasst mich noch für euch beten. Jesus, danke dir. Vater, dass du da bist. Du weißt, wo jeder gerade steht, ob in der Mittagspause oder zu Hause beim Haushalt, oder auf dem Weg zum Klienten oder auf dem Weg, die Kinder von der Schule abzuholen. Du weißt genau, wo jeder steht, und ich bete, Jesus, Segen über dich aus. Vater, dass du diese Person, jeden einzelnen von uns segnest, dass du bei uns bist, Jesus, in deinem Namen. Amen. Hey, seid gesegnet. Ich wünsche euch einen mega, mega schönen Tag, und wir sehen uns kommenden Sonntag. Schreibt doch gerne in den Chat rein, wenn du sonntags sonst nicht dabei bist. Schreib doch gerne mit da rein, weil wir dich es lieben würden, dich kennenzulernen. So, jetzt kann ich nicht mehr reden. Jetzt ist Zeit, Tschüss zu sagen. Hey, seid gesegnet. Bis denn. Tschau.